Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöne Teve, a guten gesinnten Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline, das Ritzenach Meir David. Der JIVO, der Jüdische Wissenschaftliche Institut in New York, geht anerkennen dem 100. Jubiläum von der russischen Revolution von 1917 und führen eine große Konferenz in New York mit dem Titel Jews in and After the 1917 Russian Revolution. Der Konferenz wird geführt auf Englisch, aber eine Sache von den Beteiligten reden gut Jiddisch. Eingerechnet unsere 2 Gäste heint, Professor Shmuel Kassow und Elisa Ben-Porad. Dr. Kassow ist Professor von Geschichte bei Trinity College und ist anerkannt wie einer von den führenden Gelernten auf dem Gebiet von dem Chorben in Europa und die Jiden von Polen. Ist gut bekannt für sein Buch Who Will Write Our History? Emanuel Ringelblum, The Warsaw Ghetto, and the Oyneg Shabbos Archive, was ist heraus in 2007 durch Indiana University Press. Dr. Ben-Porad ist Hilfsprofessor von Mizrach-europäischer jüdischer Geschichte und dem Churben bei Queens College und dem CUNY Graduate Center. Sie hat angeschrieben das Buch Becoming Soviet Jews, The Bolshevik Experiment in Minsk, was ist heraus in 2013 durch Indiana University Press. Wir haben sie beide interviewt, hein telefonisch. Die Interviewen hat zum größten Teil angeführt unser teurer Radioprogramm mit Anführer Sholem Beinfeld, was ist allein Professor von Geschichte auf Emeritur von Washington Universität in St. Louis. Beide Professoren Kassow und Ben-Porad seien Schlüsselredner beim JIVO-Konferenz. Ich will ermutigen unsere Zuhörer, sich weiter zu wissen wegen der Themen und wegen der Konferenz beim JIVO auf dem Internet bei der Adresse yivo.org, yivo.org. Hört jetzt Shmuel Kassow und Sholem Beinfeld. Es ist sehr ein interessante Thema, die was JIVO hat beschlossen zu diskutieren. Das ist die Jiden und die russische Revolution von 1917. Das heißt, die beide Revolutions von 1917. Und es ist sehr
interessant, dass was ihr vertreten wegen der Lage von den Juden in Russland und äußer Russland auch, auf dem Schwell von der Revolution, weil es ihnen vorgekommen war, durch große Beitungen in jener Zeit. Erst könnt ihr uns sagen, ja, wie solche Sachen haben sich gebeten in die Jahren vor der Revolution? Nu, versteht sich, als in allgemein kann man sagen, dass die Lage von den Juden in Russland vor der Milchom ist nicht gewesen, kein stabile. Heißt es, als von einer Seite hat sich Tag ausgeführt, der jüdische Bourgeoisie, was hat gewohnt in Peterburg, was ist gewohnt verhältnismäßig reich, was hat geredet Russisch, was ist der Herr gewesen ganz verinteressiert in jüdische in Jonim. Wir können reden wegen berühmter Advokaten wie Maxim Genaver, wie Genrich Schliosberg, der bewusste Historiker Shimon Dubnov hat gewohnt in Peterburg. Und sie haben gehofft, als Sof Kol Sof wird sich die allgemeine Lage verbessern. Heißt es, als Sof Kol Sof wird man keinen Geber sein, dem wachsenden Antisemitismus, und die Juden wollen erleben zu sein, eine demokratische russländische Imperie. Aber zurückgeschmust muss man mehr sein, als das Rauf von den russischen Juden haben gelebt, versteht sich in Tchom HaMoshev, sie haben gelebt in Kongresspolen, sehr ökonomische Lage ist gewesen gar eine schlechte, als Sache, haben gedacht, verlassen sie ihre Städtler und sich besetzen in die große Stadt, wo von sie haben gelebt in der Grace Dulles. Versteht sich, als 2 Millionen Juden seien weg in Amerika, ist es Juden von Russland und von der Habsburger Imperie. Aber zulieb dem natürlichen Zuwachs von der jüdischen Bevölkerung ist der allgemeine Zolljuden, die Zolljuden ist nicht gewesen kleiner. Und wenn der Milchom sich angeheben, hat sich auch angeheben eine schreckliche Tkufe in dem Leben von den mitteleuropäischen Juden. Die Deutschen, von einer Seite haben die Deutschen besiegt die russische Armee in Zoffen, von der anderen Seite haben die Russen besiegt die österreichische Armee in Galizien, und auf alle Fronten haben gelitten Juden. Heißt es, als die russische militärische Anführer haben gesucht, Teretz, wie sie zu vergleiten, ihre Mapolis. Und in alles haben sie beschuldigt die Juden. Sie haben gesagt, dass die Juden seien Spionen, dass die Juden arbeiten, Litauwes, die Deutschen. Und sie haben herausgetrieben 500.000 Juden, was seien geworden Goylim. Heißt es Goylim und nicht Pleitim, weil Pleitim haben freiwillig verlassen ihre Heimat, ihre Dörfer, aber Goylim seien die, was seien herausgetrieben geworden durch die Armee. Und das ist die Lage mit den Hunderter und Hunderttausender Juden, was die russische Armee hat herausgetrieben von Litauen und von einer Seite Hunderter 10.000, 15.000 Pleitim seien rein in Warschau, in der ersten Deutschland von der Milchome, und Yitzhak Leibus Peretz hat sich vernommen mit der Hilfsarbeit und zurückgeschmust seinen Tage als Galizianer Juden entlaufen von seinen Heimen
Und sie haben gesucht am Miklat in Wien und in Budapest, weil sie haben mehr gehabt für die russische Armee, weil mir gedenkt, Shin Ansky, was hat beschrieben, die schreckliche Sache, was sei vorgekommen in Galizien, hat die russische Armee reinmarschieren durch in Galizien, hat die russische Armee organisiert eine Sache, Pogromen und müssen schauen, als 200.000 Juden sind entlaufen von Galizien und seien rein in Wien und in Budapest. Das Bekitzer ist die Lage von den mitteleuropäischen Juden in 1915, 1916 gewesen gar schreckliche. Und zu lieb dem, was sehr viele Jeden seien ausgetrieben geworden von Lite und von Polen, hat die russische Regierung gedacht, abschaffen in einer gewissen Maß dem Trom HaMoshe. Heißt es, sie haben gelost Jeden sich besetzen in Sibir und in gewisse Städte von Zentralrussland. Also wenn es ist vorgekommen, die Revolution ist schon gewesen in Teilen von Russland, wo Juden haben nicht getan weinen, seit gewissen Ausnahmen, schon gewesen eine jüdische Bevölkerung. Ja, sie gewesen eine Sache Juden, zum Beispiel Avram Sutzgewer, was Jemelke war, Pitschenke Ringele, aber mit seiner Sprache ausgetrieben von Smargon und ist verwurzelt geworden mit seiner Sprache in Sibir. Aber Kovner ist verwurzelt, ich habe nicht kennt das, ist aber Kovner verwurzelt geworden in Sevastopol. Und man kann sagen, als Tausender Juden seine Rüstung geworden von Kovner Gubernia, von Wilna Gubernia und haben sich besetzt in die zentralen Gebieten von Russland. Und in einer Sache Hinsicht, das gewesen sehr wichtige Sache war, das ein gewesen die erste Jeden, was das Sache Russen haben begegnet. Das gewesen der erste Kontakt zwischen der russischen Bevölkerung und jüdisch redende Jeden. Und in dem hat sich auch gespiegelt die weitgehende ökonomische und soziale Verwandlungen, was sein vorgekommen in Zeit von der Milchome. Und auch viele in die deutsch okkupierte Gegenden hat sich die Lage auch gebeten, weil sie gewesen neue Möglichkeiten. Die Lage hat sich gebeten, in gewisser Hinsicht hat sich die Lage verbessert und nie in gewisser Hinsicht hat sich die Lage verärgert. Heißt es, dass von einer Seite haben die Juden bekommen von den Deutschen ein gewisser Maß von politischer Freiheit. Sie haben gekannt organisieren Parteien, sie haben gekannt aufstellen neue jüdische Schulen, sie haben sich gekannt vernehmen mit der breit verzweigten Hilfsarbeit, sein gewesen Kontakten, haben sich eingestellt Kontakten zwischen deutschen Juden und europäischen Juden, was haben gehabt, das hat Spaß auf der weitergehenden politischen Entwicklung von den europäischen Juden und befragt auf der Agude, auf der politischen Organisation von den orthodoxischen Juden. Aber von der anderen Seite zurückgeschmust hat sich eine Sache verärgert, weil die Deutschen haben genommen Produkten, sie haben genommen Fabriken, sie haben genommen Maschinen, sie haben begangen die heutige Bevölkerung und geschickt sehr Haupt und Guts in Deutschland rein. Und die heutige Bevölkerung ist geblieben in Dollars. Die ökonomische Lage ist gewesen tief in der Adome und mit Mamisch gehungert.
Und der Pfarr hat sich stark entwickelt, der Schmuggel. Und nur zulieb dem Schmuggel haben sich die Juden in die größten Städte gekannt an Eize geben. Aber eben lehnt in der jüdischen Literatur die Werk von Neuser Warschawski und die Werk von Julius Singer, die Brüder Ashkenazi, sieht man befähig, als in einer gewissen Maß kann man sagen, als der Schmuggel hat gehabt sehr schlechte Haspor auf dem moralischen Niveau von dem jüdischen Städte, auf dem moralischen Niveau von dem jüdischen Leben. Eine Sache hat sich gebeten. Und die Milchome hat auch in einer gewissen Maß stark negativ Maschpiel gewesen auf dem Mischprocherleben. Als jüdische Kinder sein geworden, Jesäumim. Und Mischproches haben gehabt ein sehr, sehr schwer Leben. Und es ist nicht gewesen leicht. Ich weiß, dass in der Zeit von Mohammed haben sich geschaffen neue jüdische Parteien, aber die neue Bewegungen haben sich angehoben schon vor der Mohammed. Wir sehen, dass Aufbruch von jüdischen Aktivismus, der Bund, die Zionisten, schon in die letzten Jahre vom 19. Jahrhundert und die Anhebjahre vom 20. Jahrhundert. Ja, aber vor der Milchome in der Russländer Imperie und in Kongresspolen haben sie gehabt zu tun mit Begrenzungen mit der russischen Regierung. Und nach der Revolution von 1905 ist der Interesse zu den politischen Parteien stark gefallen. Heißt es, als die Mitgliedschaft von dem Bund zwischen den Jahren 1907 und 1914 hat sich verkleinert. In allgemein kann man sagen, dass die Interesse zu der Politik ist geworden als schwacher. In den Jahren von vor der Vornanheit von der Ersten Weltmilchome hat man sich genommen mehr für interessieren mit Kulturarbeit, mit Hilfsarbeit. Aber wenn die Mohammed sich angeheben, ist die Hilfsarbeit geworden eine Neuzach. Und zulieb der Hilfsarbeit, in welcher jüdische Kultur haben genommen Anteil, hat sich bekommen eine Möglichkeit zu schaffen, einen Kontakt zwischen den gewesenen politischen Aktivisten von einer Seite und die jüdischen Massen von der anderen Seite. Heißt es, als die Hilfsarbeit ist gewesen sehr, sehr wichtig und dem hat man sich nicht gekannt begehen. Und auf den Smach, auf den Jesod von der Hilfsarbeit hat man gekannt aufstellen in neue Schulen, neue jüdische Schulen, neue hebräische Schulen und in derselben Maß hat man gekannt entwickeln die politische Arbeit. Heißt es als Bund, linke Polizei, nein, die linke Polizei ist noch nicht gewesen, aber der Bund der Polizeien haben sich stark verinteressiert in organisieren neue jüdische Schulen, in die Punkte, wo Kinder und ihre Eltern vielleicht bekommen Speis und ihre Mahlzeiten. Und in dem als in dem als sieht man eine gewisse Verwandlung, eine gewisse Überarbeit von dem jüdischen Leben. Heißt es also, in einer gewissen Maß kann man sagen, dass die Milchome hat gestärkt die Tendenzen, was sein Schein gewähnt von Fall der Milchome, aber in der Milchome haben sie entwickelt mehr intensiv.
In die erste Jahr noch, in die erste Chadoshim nach der Februarrevolution haben Menschen angehoben, was ihnen gewesen in Ausland, angehoben zurückzukehren, sich kein Russland. Ja, sein Gewinn als solche Menschen versteht sich Trotsky, Sam Gurski, sein Gewinn linke Tour, was sein Spol gewesen von der Neues, als sie haben beschlossen, als sich zurückfahren in Russland, versteht sich als in die Umständen von der Milchom ist es nicht gewesen eine leichte Sache. Aber Sachmenschen seien zurückgefahren in Russland. Aber man darf unterstreichen, als vor der Revolution haben sich sehr wenig Jeden verinteressiert mit Bolschewismus. In 1917 ist sein Gewinn in ganzen 900 Jeden, was sein Gewinn Mitglieder von der bolschewistischen Partei, das hat ausgemacht. Ich kennt das gewinn ganzen 4% von der ganzen Partei. Und wenn die erste Revolution hat sich angeheben, sieht man sehr befähigt. Also die Juden haben gestützt die jüdische Partei, sie haben gestützt den Bund, sie haben gestützt die Zionisten, die Jagude und die Bolschewiken haben sie gehabt in der linken Piate. Und das hat man nicht befähigt lehnt über die Resultaten von den Wahlen zu der Konstituante, von der Constituent Assembly, was sein vorgekommen im November 1917. Heißt es, als in Beschass in der Zeit von die ersten Monaten nach der ersten russischen Revolution von März bis 1918 ist die Haschpur von den Bolschewiken auf jeden Gewinn gar kleine. Und das hat sich genommen beiden, nur wenn der Bürgerkrieg hat sich angeheben. Ja, die Wahlen, die jüdische Wahlen von Januar 1918 haben durch sich beklagt die linke Parteien nicht gehabt, keinen größten Erfolg. Durch die Zionisten haben gehabt die 60% sie wie viel von den jüdischen Stimmen. Ja, die jämmelt haben die Zionisten vernommen dem Ebenon. Versteht sich, als jämmelt ist man stark begeistert gewesen von der Balfour-Deklaration. Und Bichlal hat man mehr der Herz gehabt für die Zionisten. Und man darf echt gedenken, als die gewesenen Zentren von Bund, Wilna, Warschau, Lodz, das ist ein schön gewesen unter der deutschen Okkupation. Heißt es, als die Jeden, was haben genommen Anteil die Wahlen nach der ersten russischen Revolution, haben gestimmt für die zionistischen Parteien von der anderen jüdischen Parteien 1918. Sie seien gewesen Jeden, was haben gelebt, meistens in der Ukraine, in die Mizrachkanten von Weißrussland. Aber die Deutschen haben schon vernommen, einen bedeutenden Teil von Mizrach-Europa und der Bund hat nicht gehabt, die Haschpur in die Kanten, was es gehabt von der Bund ist gewesen sehr schwach in die Kanten, was seien noch geblieben unter der Herrschaft von der russischen Meluche. Wollte ich gekannt, wir wissen nicht wegen nach von der Beschreibung in Programm, aber kennt ihr sich allein vorstellen, bin ich euer frühe Jahren, wie es euch kennt ihr
Lamosha Yiddish as I gut? Nu, ich habe keinmal nicht gelernt Jiddisch. Ich keinen Jiddischkurs habe ich nicht gehabt. Heißt es, dass ich habe geredet Jiddisch mit Tate Mama, weil ich bin geboren in DP-Lager in Deutschland nach der Milchome. Meine Eltern haben gestammt von kleinen Städten in Wilner Gegend. Meine Mama, ich gewesen in Schakation Ghetto, ich jetzt wird von der Schritte, danach ist rein die Partisaner. Mein Tat ist verschickt geworden in Sibir. Meine Eltern haben sich bekannt nach der Milchome. Ich bin gekommen in Amerika, wenn ich bin gewesen, ein bisschen Keringele. Aber das Jiddisch, was ich rede, ich gedenke von daheim. Aber kein Klar-Jiddisch, aber es keinmal nicht durchgelernt. Und ich kenne nicht kein Klar-Jiddisch. Wie Herr rede ich Litwisch-Jiddisch. Aber ich habe sehr lieb die jiddische Sprache. Und ich bin sehr zufrieden, was man hat da Gelegenheit zu reden Jiddisch und zu bekommen jiddische Bücher und ich hoffe, dass der Maroche von Jiddisch wird sich noch verbessern. Sie spielt Jiddisch einmal eine Rolle in Ihrer Forschung? Ja, ich habe geschrieben ein Buch wegen Emanuel Ringelblum. Was ist übergesetzt geworden in 7 Sprachen. Und Roberta Grossman und Nancy Spielberg machen von dem ein Film, was wird daraus in der Pochadoshim. Und ich habe auch redaktiert ein Buch wegen der Ghetto-Reportage von Josef Zelkovich und Peretz Opaczynski, was ist erschienen mit 2 Jahren zurück. Yale University Press hat das herausgegeben. Und ich habe auch geschrieben eine Sache wegen Wilna. Und Wilna in Zeit von der Ersten Weltmilchome. Und ich habe geschrieben einen Artikel in Jiddisch wegen Salman Reisen, was ist erschienen in die Jiva-Blätter, das Schock mit Jahren zurück. Heißt es, als ich habe eine Sache Gelegenheiten zu nutzen, die jiddische Sprache. Und in kurzen, wegen der Konferenz, wegen was wird ihr reden, in kurzen Infos? Nu, ich gehe zu an Reinführrede, I mean Keynote Talk. Ich will diskutieren allgemeine Strichen von dem jüdischen Leben, der Revolution, wie sei die jüdische Welt durchgesehen in Zeit von der Ersten Weltmilchome. Ich will diskutieren die allgemeine Rahmen, in welche die russische Revolution ist vorgekommen und also weiter. Gut, ich meine, zu lieb begrenzter Zeit müssen wir schon endigen. Wir wollten gekannt reden, eine Sache weiter. Und ich bedanke euch sehr. Und, okay, nicht was, weil mir gibt eine große Frage, die uns reden mit euch. Sehr interessant, Sir. Sehr interessant. Schönen Dank. This is WUNR Brookline. Ich heiße Elisa Ben-Porad und ich lerne Mizrach-europäische jiddische Geschichte in Queen's College, CUNY und Graduate Center. Und ich vernehme sich, ja, lass mich sagen, in allgemein mit der modernen Kufe von Mizrach-europäischen Jiden, aber speziell, meine Spezialität ist Sowjetenverband. Also ich habe angeschrieben, mein erstes Buch wegen die Jiden in Minsk in der Zeit von die zwischen die 2 Weltmechones und jetzt endige ich ein Buch wegen Antisemitismus im Sowjetenverband. Und ich bin von Italien. Ja, Jesse Koch war eure Aufführungen und war die Auszeichnungen, was ihr hat bekommen, koscher verdient. Danke. Wir reden lang wegen alles, was ihr forscht. Lassen wir anheben mit der Stadt Minsk.
wie ich verstehe, es hat in die sowjetischen Zeiten die jüdische Kultur und Jüdischkeit angehalten in einer starken Maß. Nicht geguckt auf die alle sowjetischen Begrenzungen in der Stadt Minsk. Ja. Ich will anheben mit dem, als die Revolution und die bolschewistische Revolution hat gemeint für jeden äußergewöhnliche Möglichkeiten. Das heißt, in keinem anderen Land, in der modernen Kufe in Europa, haben jeden nicht gehabt so viele Möglichkeiten, ja, wie im Sowjetverband. Aber von der anderen Seite hat die jüdische Identität und speziell die vielfarbige politische, kulturelle und religiöse Tätigkeit ist faktisch sehr untergedrückt geworden. Also jeden haben gehabt äußergewöhnliche Möglichkeit zu spielen eine politische Rolle in der bolschewistischen Regierung, aber von der anderen Seite, sie haben gedacht, sehr stark und radikal beiten sehr, nur in einem gewissen Sinne, sehr Identität, ja, weil sie haben nicht gekannt, nur sein Mitglied von einer bundischen Partei, von einer zionistischen Partei, sie haben nicht gekannt sein BMS öffentlich fromm oder verbunden kulturell mit Zionismus und so weiter. Jetzt in der Historiografie, wenn man hat studiert, soweit entschieden, hat man sich konzentriert speziell auf die Hauptstädte, auf die große Städte von Moskau und Leningrad. Und dort das jüdische Leben hat sich sehr radikal gebeten. Das heißt, Juden haben sich, lassen wir sagen, schneller assimiliert. Ja? Und man hat nicht mehr geguckt, was ist vorgekommen auf der Provinz. Ich habe ausgeklebt in Minsk, weil es ist eine sehr jüdische Stadt vor der Revolution. Ich habe gewollt sehen, wie das jüdische Leben hat sich gebeten unter die Bolschewiken. Es hat sich gebeten. Ja, es hat sich gebeten, dass sie eine gewaltsame Regierung, die bolschewistische und es hat sich, ja, das jüdische Leben hat sich gebeten, aber es hat sich euch angehalten, länger gewisse Eufanim wie euch zu drücken, eine religiöse Identität, eine kulturelle Identität, Tätigkeit, was ist gewesen verbunden mit Jiddisch, mit der jiddischen Sprache und euch ist gewesen nicht wenig religiöse Tätigkeit, unterirdische. Und sehr oft Kommunisten, jiddische Kommunisten, seien gewesen verbunden mit dieser unterirdische Tätigkeiten. Ja? Und in einer jiddischen Stadt ist das gewesen möglich oder mehr möglich wie in der größeren Stadt Moskau. Ich habe sehr lange geredet. Ja, aber in Moskau und in Peterburg ist die jüdische Gehille vom Fall der Revolution schon gewesen, stark assimiliert. Also als Minsk ist gewesen anders von sich. Meint ihr, als Minsk ist gewesen anders von anderen Provinzstädten von Moleken Trumamoshev? Das ist eine gute Frage und meine Antwort ist nein. In der Memessen, ich probiere nicht Minsk ein bisschen wie ein Beispiel von einer Stadt auf der Provinz. Und von dem, wie das jüdische Leben hat sich gebeten unter die Bolschewiken zwischen die zwei Weltmechanismen. Ich meine, Avade in Minsk, Lemosche ist gewesen sehr stark der Bund, sehr stark, und das hat gehabt eine Jerusche in die 20er Jahren. Ja? Das heißt, man wird gefunden gewisse spezifische, nur Protim, spezifische Ausdrücken in dem jüdischen Leben in einer Stadt wie Minsk,
was man wird nicht finden in anderen Orten. Nur jede Sort ist speziell, ja, ist anders. Aber ich meine, wenn man wohl studiert von der 9. Lemosho, was ist vorgekommen in Berditschew, was ist eine riesige jüdische Stadt. Das ist das 4. Stadt in Ukraine, wahrscheinlich Mos, und es ist eine von den größten jüdischen Yeshuvim. Man hat es gerufen, die jüdische Hauptstadt, ja, Żydowska Stolica, Jewreiska Stolica. Und wenn man wollt studiert Berditschew, wenn man wollt studiert Zhytomyr, Gomel und andere Städte, nicht städtlich, ja, Städte, wollte man gefunden sehr Ähnlichkeiten, ich meine. Das heißt, eine Sache von der Historiografie, was man hat produziert, lass mich sagen, was man hat, die Bücher, was man hat angeschrieben, haben sich konzentriert speziell auf Moskau und Leningrad, weil die Archiven seien gewesen vermacht, ja, bis 91. Man hat nicht bei mir studiert, man hat nicht gekannt, also von der 9, wie sagt man, eine lokale Geschichte, was jetzt kennen, aber man darf haben eine Sache mehr. Das heißt, man hat getan eine Sache für Weißrussland, es ist da mein Buch wegen Minsk, es ist da Arkadi Seltzer wegen Vitebsk und die städtlich herum Vitebsk, es ist da Leonid Smilawitzki, was hat angeschrieben verschiedene Bücher und Artikel wegen Erde in Weißrussland, aber Ukraine weiß man sehr wenig. Man darf haben mehr lokale Studien. Das ist Weißrussland sehr wichtig. Es ist gewesen, durch das einzige Ort für Jiddisch ist gewesen eine von den offiziellen Sprachen. Und der jüdische Einfluss in Weißrussland ist öfter gewesen stärker wie in anderen Teilen von dem sowjetischen Band, von dem gewesenen Trum HaMoshev. Aber ich verstehe, als Weißrussland ist nicht gewesen in ganzen kein Ausnahmen. Ich bin sehr interessiert in dem, was wir jetzt gefunden in den Archiven. Ich bin ein alter Historiker, was in meinen Zeiten hat man nicht gehabt, keine sowjetische Archiven. Ja. Es ist gewesen, was ich denke, man hat geredet wegen dem Smolensker Archiv, was die Deutschen haben gebracht in Deutschland. Das ist gewesen, und dort ist auch gewesen wegen Jeden. Man hat sich beklagt, dass viel in Smolensk, was ist nicht gewesen, als eine jüdische Stadt, haben in die Yom Kippur sind alle Juden weg in Schule. Das haben die kommunistische Malabaten sich beklagt. Ja. Ich verstehe, als die berühmte, die wichtige Esther Fromkin ist alleine geborene in Minsk. Ja. Ja. Und Efscher hat, ich weiß nicht, keine Sache wegen ihrer Kindheit, aber Efscher hat Minsk sozusagen gespielt eine Rolle in ihrer Ausformung. Sicher. Minsk hat gespielt sehr wichtige Rolle. Sie hat gespielt sehr wichtige Rolle für ihre 2 große Leidenschaften in ihr Leben und in ihrer politischen und kulturellen Tätigkeit, das heißt Jiddisch und die jüdische Proletariat, Jiddisch und die jüdische Arbeiter, die seinen gewinn für ihr sehr verbunden. Das heißt, sie kommt von einer ganz reichen Mischproche, ja, von Holz, Sochrim, ja, der Tat ist gewesen ein Holz, sehr matzliach, und ist auch gewesen ein Maskil, das heißt, hat sehr gewollt, sie haben gehabt 3 Töchter, die 3 Töchter sollen haben eine Erziehung, auch eine säkuläre Erziehung, das heißt, nicht nur kennen Hebräisch, was sie haben studiert in der Heim, bis sie sind gewesen an 11 oder 12, aber auch haben eine säkuläre Erziehung. Esther ist gegangen in Gymnasium Minsk, nachdem in Peterburg zu studieren russische Geschichte. Und die Mama stammt von sehr Choschewe Mischproche, von die Rom-Druckerei, ja, von Wilna. Ist ja klar, Esther
hat entwickelt eine Sensitivkeit, eine Liebschaft für der jüdische Proletariat, dank dem, was sie ist aufgewachsen in Minsk. Erstens, Avrom Lesin ist gewesen in Minsk, ja, einer von die Vaters, ja, von Sozialismus, von jüdischen Sozialismus. Und sie ist gewesen ein bisschen verbunden mit ihm und sie hat angehoben, anführen mit einem Kreis für jüdische Frauen, die sind gewesen Arbeiterinnen. Und sie hat probiert, sie auszulernen, ein bisschen wegen Marxismus, wegen wichtige Fragen verbunden mit den Rechten von den Arbeitern. Und euch, lass mir euch gedenken, dass Minsk hat gehabt, sehr stark in der Elite, ja, zusammen mit Wien, hat gehabt, ein starke jüdische Proletariat. Und eine Sache jüdische Arbeiter, die sind gewesen sehr, sehr arm. Die Armschaft ist gewesen sehr überschreckend, kann man sagen. In Minsk sind gewesen die berühmte Minsker Blottes, ja. Die Blottes, das ist gewesen als eine Gegend in der Stadt, wo die Arbeiter haben gewohnt. Und das hat sehr Maschpia gewesen für. Sie hat gewollt, wir kämpfen für die Gleichheit von den Arbeitern. Und zweitens Jiddisch, das heißt, Minsk ist sehr eine jüdische, im Sinne von Sprachstadt. Und es bleibt, Jiddisch bleibt sehr wichtige, Jiddisch wie Sprache, ja, bleibt sehr wichtig euch in der Zeit von den Sowjeten, nicht geguckt auf dem, was mehr die sowjetischen Jiden wollen, wenn nicht ist, sich ernennten zu Russisch. Also ich halte, dass Minsk hat gespielt sehr wichtige Rolle für ihre Entwicklung und für ihre politische Breires und politische Leidenschaften, was sie hat mitgebracht mit ihrem ganzen Leben. Ich meine, als öfter wollten unsere Zuhörer gewollt wissen, in allgemein, wer es gewinnt, Esther Frumkin, für was ist also wichtig und interessant zu reden wegen ihr. Ja, Esther Frumkin ist eine äußergewöhnliche, starke und sehr unabhängige, lass mich sagen, wahrscheinlich ihre politische Meinungen freu, wo sie wird verbunden mit dem Bund, sie wird ein Mitglied vom Bund in 1901, aber sie ist in Minsk, aber sie ist ganz aktiv in dem Bund, da viele Eide, sie wird ein Mitglied. Sie ist sehr aktiv in die, lass mich sagen, kulturelle Unternehmungen und unterirdische Unternehmungen, was der Bund organisiert. Sie wird arrestiert 3 Mal. Das heißt, dieser Mensch, was leidet, sie wird eine professionelle, unterirdische Revolutionärke, ja, und sie wird arrestiert 3 Mal. Das heißt, sie ist da eine Sache leiden da. Aber sie ist eine Kämpferin, ja. Sie wird werden in 1917 ein Mitglied von der Zentralkomitee vom Bund, die zweite Frau in der Geschichte vom Bund, was wird ein Mitglied von der CK, von der Zentralkomitee. Sie ist eine sehr talentierte Journalistin und Redaktor von der jüdischen Presse in Wecker. Sie schreibt im Wecker. Wecker ist eine von den ersten bundischen Zeitungen, was geht heraus in Wilna, nachdem geht es heraus in Minsk. Und sie ist eine übergegebene Schreiberin für den Wecker. Also man schreibt sehr viele 2 Artikel in Wecker. Und sie, was ist interessant und was ist auch unikal, ist, dass Esther wird sehr wichtig. Sie ist sehr maschpia auf gewisse Meinungen, was werden sehr verspreit in der Bund. Sie le Moscho wegen Jiddisch,
Sie hat sehr radikale Zugang zu Jiddisch. Jiddisch ist die einzige Sprache für die jüdische Schule. Mit Tornit haben kein Schumivrit, ja, das wird sie euch seine Meinung wird sie euch übergeben in der berühmten Tschernowitz-Konferenz von 1908, wenn sie lehnt das sie gibt über eine Lektion, was heißt proletarische Jiddischismus, ja, sie ist doch nur Jiddisch, mit auch nicht haben kein Ivrit, kein Hebräisch, aber sie ist auch sehr wichtig, nicht nur in der vorrevolutionären Tkufe, aber sie wird sehr wichtig in der revolutionären Tkufe, weil in Minsk, sie wird sein bis 21, und sie wird werden faktisch sehr neu mit den Bolschewikis. Sie wird werden ein Minister von der Erziehung in Minsk. Nachdem in 21 vor sie rüber in Moskau und dort wird sie die einzige Frau in der Jef-Sektie, was das ist die jüdische Abteilung von der kommunistischen Partei. Und sie wird sehr, sehr wichtig in zerstören das jüdische Leben. Speziell Jüdischkeit, speziell Religie. Sie hat eine Sine und eine Kass zu den Anführer von dem religiösen Leben, was ist bei ihm äußergewöhnlich. Aber es ist schwer zu sagen, ob sie wird bei ihm ist ein True Believer, ja, ob sie glaubt, bei ihm ist im Bolschewismus, und das ist schwer zu missbeten werden, wegen jedem einem, ja, was macht das aber Schluss zu bleiben im Sowjetenverband. Aber sie ist eine unikale Frau, weil sie sehr wichtig vor der Revolution und sie bleibt sehr wichtig nach der Revolution. Sof Gossot ist gefallen nach Schad dafür. Mit hat die Regierung Kreisen, man hat sie arrestiert und sie ist doch gestorben in Tjumen. Ja, oder in der Verschickung. Man hat sie zum Sof, wie im Italien, ja. Das heißt wie mit der Sache, man hat sie beschuldigt in sein ein Bourgeois-Nationalist, ein Bundistke, sie hat sich erweitert vom Bund und Bundismus, war die Mäsche von den 20er und 30er, und man hat sie arrestiert in 38 und verschickt in Gulag, und sie ist umgekommen in 43 in Gulag Karaganda. Man sagte, sie ist gestorben wie ruft man das? Zuckerkrankheit, ja? Diabetik, ja. Ja. Ja, nun, mit Stimme hat man sie nicht zu gut behandelt medizinisch in der Gulag. Das ist sicher. Sehr interessant, was ein Mensch soll sein, übergegeben zur Jüdischkeit von Jiddisch und in derselben Zeit zu sein, Zerstörer von Jüdischkeit. Und das ist gewesen ein Phänomen von jener Zeit. Ja. Ja. Wie wichtig ist, was ja gesagt ist Frumkin in der Rolle von Frauen in der jüdischen proletarischen Bewegung? Ihr wisst, Scholem, ich habe probiert sehen, ob sie drückt euch an Feminismus. Ja, klar. Weil es seien da andere Frauen in der jüdischen und nicht jüdischen, in der sozialistischen Bewegung, was drückt euch? Nur starke feministische Meinungen. Das heißt, es ist ein Kampf gegen das heißt Vergleichkeit nicht nur von der Proletariat, nicht nur von der Sprache, Jiddisch, ja, das sein gleich mit anderer Sprache, nur euch freuen. Und ich habe das nicht gefunden. Das heißt, sie redet nicht wegen dem Chlor. Aber erstens, sie hat geschrieben ein Jahr mit Artikeln. Und ich will anschreiben eine Biografie, wenn ich endlich ist mein deprimierendes Buch wegen Antisemitismus, was ich halt in Verändigen, weil ich anschreiben, ich meine weil ich halte sie sehr eine wichtige Figur, man darf
haben sehr eine gute Biografie, was nimmt rein, wenn es ihr ganz Leben. Sie hat auch geschrieben, Artikeln. Es kann sein, als dort gefunden sich gewisse Artikel, wo sie hat bei gerät wegen der Themen von Frauen und Gleichheit von jüdischen Frauen. Was ist interessant, ist euch, sie gewähnt, als die andere junge Frauen haben darauf geguckt dafür, ja? Und ich nehme an, als ja, ich darf es nur gefunden, weil mir sagt, dass sie hat gerät mit dieser Brenn, mit dieser Klarkeit, ja, wenn sie ist gefahren in die Wälder, in der bundischen Kufe, ja, sie gefahren in die Wälder, sie ist gefahren in die weiberische Schulen euch zu reden, in die Städte von Weißrussland. Ich nehme an, als junge Frauen haben darauf geguckt dafür. Aber ich habe mit ihr Leben ist sie gewesen, Muster von Feminismus. Sie hat nicht formell geschrieben wegen dem. Nur wir wollen rausgucken mit sehr starkem Interesse zu einer Biografie von Esther Frumkin, was wird sein sehr wichtiges Buch. Ihr demont, Sie sind deprimiert von eurer Arbeit wegen dem Antisemitismus im Sowjetverband. Du könnt ihr uns sagen, was hat euch also durchschlagen? Was hat mich also durchschlagen? Am stärksten. Ja. Lass mich sagen, zwei Sachen. Erstens, die sowjetische Meluche, ja, die Regierung, hat kläumerisch gekämpft gegen Antisemitismus. Ja, Antisemitismus ist gewesen legal im Sowjetverband. Das ist von einer Seite äußerst gewöhnlich, weil das ist die einzige Regierung in Europa, wo wächst die Faschisten, was halt als Antisemitismus ist, konterrevolutionär. Antisemitismus geht gegen die Prinzipien von der Revolution. Aber von der anderen Seite, als man forscht, man sieht was mehr, als das ist gewesen gerät. Es ist gewesen, nicht einmal, sehr oft ein Mensch, was hat ausgedrückt Antisemitismus, hat gedacht, hat gekannt, man hat ihm oder sie beseitigt von der Arbeit, ja. Aber mal sehr oft speziell die ortige Macht hat ignoriert Antisemitismus. Es ist nicht gewesen so wichtig. Also es hat sich sehr oft gewendet in die Jiden, was haben sich gedacht, wenden zu die zentrale Macht, zu Moskwa, das ist zwischen die zwei Weltmechanismen, und sich beklagen und sagen, die ortige Macht ignoriert Dominion. Ja? Das heißt, für die ortige Macht ist das nicht eine große Sache. Und da spielt rein die Jerusche von den Pogromen, die größten Pogromen, die sind vorgekommen in der Zeit von der Bürgerkrieg von 1918 bis 1921, wo sehr oft haben sich beteiligt in sie, die Menschen, die später seien geworden, aktiv in der ortige Macht unter die Sowjeten. Und von der anderen Seite... Ja. Hauptsächlich in Ukraine, sie umgetum. Meistens in Ukraine, aber auch in Weißrussland. Und dort in Russland, Rostov, Lemoscho. Zweitens, was hat mich, was deprimiert mich, ist es, ja, der Antisemitismus bleibt. Es bleibt und es beißt sich. Es ist nicht umgetum und es ist nicht die ganze Zeit, ja. Das heißt, sowjetische Juden haben gekannt sein Matzliach, aber der Antisemitismus bleibt. Und ich sehe das in meiner Arbeit wegen Blutbilbulim.
Das heißt, mir wollte gemeint, dass noch der Baileys Blutbibel, ja, von 1913 ist der Blutbibel faktisch verschwunden in die Territorien von Russland, was wären die Territorien von Sowjetverband. Aber es verschwindet nicht. Wir haben sehr Sachen Fallen, wo sowjetische Juden werden beschuldigt in Ritualmord, ja, in einer Blutbibel. Zwischen die zwei Weltmechamen, aber auch nach dem Mechame. Und in einem gewissen Sinne, die Doktor im Indien, ja, die Lavrace, Dr. Splot, ja, von 53, ist in einem gewissen Sinne eine Blutbibel. Speziell, als man nimmt in Betracht, wie Menschen haben reagiert, wie Russen, Ukrainer haben reagiert auf dem. Die Jiden, warte, sie haben es getan die ganze Zeit zu den Kindern. Jetzt tun sie es weiter. Ja, auf jeden Fall, wegen was werdet ihr reden bei der Konferenz von Jiva? Ich halte 2 Redes. Eine wird sein wegen Esther Frumkin und ich gucke sehr heraus. Sie ist schwer zu gefunden, aber Fotografien von ihr. Weil, ich meine, zu lieb dem, als sie ist gewesen, man hat sie ein bisschen gesehen wie ein Verräter. Und man ist gewesen in einem gewissen Sinne gerecht, ja, im Bund. Also, man hat schon nicht gehalten, die Fotografien, oder, klar, ich hab Schwierigkeiten zu finden, Fotografien, was ich will weisen von ihr. Und die zweite Rede wird sein, Tage wegen die Pogromen von, es wird sein wegen 2 Sachen. Erstens die Revolution und wie Jeden haben sich abgerufen auf die Revolution von März und von Oktober. Und ich will weisen, wie verschiedenartig. Es ist sehr schwer zu sagen, alle Jeden haben gestützt oder alle Jeden haben getracht wegen etwas in der ähnlich, ja. Und ich will reden ein bisschen wegen wie in der Provinz haben reagiert auf die Revolution. Und in der zweiten Teil von der Rede will ich reden wegen die Pogromen. Die Pogromen vom Bürgerkrieg wollen Tage vereinigen jeden. Das heißt, die Gewaltsamkeit, was ist vorgekommen in der Zeit von der Bürgerkrieg, hat in einem gewissen Sinne ernannt jeden zu den Bolschewikes, was ja gewisse Pogromen haben geführt, die Soldaten von der Armee, aber das ist eine kleine Proport. Meiste haben geführt die Weiße und die Ukrainer und die Pojerim, die Bandes von Pojerim, von anarchischen Pojerim. Das hat ernannt jeden zu den Bolschewikes. Jeden haben gemusst auskleiden. Sie ist die kleinste von zwei Schlechts, ja, zwischen Pogromen, zwischen Gewaltsamkeit und Bolschewikes kleiden sie aus, die Bolschewikes. Gut, ist mit dem rechten Fuß. Wir gucken raus auf euer Auftritt beim Jiva-Konferenz. Danke. Soll sein mit Masel. Es wird sicher sein mit Masel. Ihr habt noch was gehört, ein Interview mit Elisa Ben-Porad und früher mit Shmuel Kassow. Ich will bedanken Professoren Ben-Porad und Kassow für ihr Anteil in unser Programm Das Jüdische Kol. Und euch einen herzlichen Dank und Yasher Koyach unser Sholem Beinfelden für sein Anführen mit den Interviewen und teilen sich mit uns mit seinem tiefen Wissen von der dosiger wichtigen Teil von der Geschichte. Seit Wissen, zu lieber begrenzter Zeit, haben wir gedarf auslösen eine hübsch bisschen interessante Diskussion von die 2 Interviewen. Wir werden sie hoffentlich übergeben in ein komödiker Programm. Aber derweil können sich wenden zum Podcast von dem Jüdischen Kol. Wendet sich zu unserer Webseite jiddishvoice.com für Informationen wegen unser Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice Podcast.
Seid euch ermahnt wegen dem YIVO-Konferenz mit dem Namen Jews in and After the 1917 Russian Revolution. Der Konferenz kommt vor Sonntag und Montag, dem 5. und 6. November 2017 beim YIVO Institute for Jewish Research, 15 West 16th Street, New York City. Für Informationen wendet sich zum Webseite yivo.org/1917. Wir schließen mit einem Auszug von dem Bundshymnen Die Schwur in der Ausführung von einem Jugendchor, angeführt von Salman Mlotek. Das Retzenich, Meir David. A gute Nacht.